Polizei und Jugendamt ermitteln. Schrein aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig festgenommen. Bethlehem, Judäa. In die frühere Morgenstunde werden die Behörden von einem besorgten Bürger alarmiert. Er hat eine junge Familie entdeckt, die in einem Stall haust. Bei der Ankunft finden die Beamten vom Sozialdienst, die durch die Polizeibeamte unterstützt werden, einen Säugling, der von seiner 14-jährigen Mutter, einer gewissen Maria H. aus Nazareth, in Stoffstreifen gewickelt in der Futterkrippe gelegt worden ist. Bei der Festnahme von Mutter und Kind versucht der Mo, der später als Josef H., ebenfalls aus Nazareth identifiziert wird, die Sozialarbeiter abzuhalten. Der Josef, unterstützt von anwesenden Hirten sowie 3 unidentifizierten Ausländern, wollte die Mitnahme des Kindes unterbinden, wird aber von der Polizei daran gehindert. Festgenommen werden auch die 3 Ausländer, die sie als weiße Männer von einem östlichen Land bezeichnen. Sowohl das Innenministerium als auch der Zoll sind auf der Suche nach Hinweisen über die Herkunft von den 3 Männern, die sie anscheinend illegal im Land aufhalten. Ein Sprecher der Polizei teilt mit, dass die keinerlei Identifikation bei sich trugen, aber im Besitz von Gold sowie von einigen möglicherweise verbotenen Substanzen waren. Sie widersetzen sich der Festnahme und behaupten, ein Gott hat einen Auftrag, sofort formzugehen und jeden Kontakt mit den offiziellen Stellen zu vermeiden. Die mitgeführten Chemikalien werden zur weiteren Untersuchung in das Kriminallabor geschickt. Der Aufenthaltsort vom Säugling wird bis auf weiteres nicht bekannt geben. Eine schnelle Klärung von dem Fall scheint sehr zweifelhaft. Auf Rückfragen teilt eine Mitarbeiterin des Sozialamts mit, der Vater des mittleren Alters und die Mutter sind definitiv noch nicht volljährig. Wir prüfen gerade mit den Behörden in Nazareth, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen. Maria ist im Kreiskrankenhaus in Bethlehem zur medizinischen und psychiatrischen Untersuchung. Sie kann mit der Anklage rechnen. Weil sie behauptet, sie war noch Jungfrau und der Säugling stammt von einem Gott, wird ihr geistiger Zustand näher unter die Lupe genommen. In der offiziellen Mitteilung des Leiters der Psychiatrie steht, mir steht nicht zu, den Leuten zu sagen, was sie glauben sollen. Aber wenn der Glauben dazu führt, dass sie wie in dem Fall ein Neugeborenes gefährden, muss man die Leute als gefährlich einstufen. Die Tatsache, dass Drogen, die vermutlich von den anwesenden Ausländern verteilt worden sind und vor Ort waren, tragen nicht dazu bei, Vertrauen zu erwecken. Ich bin mir jedoch sicher, dass alle Beteiligten mit der nötigen Behandlung in ein paar Jahren wieder normale Mitglieder unserer Gesellschaft werden können. Zu guter Letzt erreicht uns noch die Info. Die anwesenden Hirten behaupten übereinstimmend, dass einer ein großer Mann in weißen Nachthemd mit Flügel auf dem Buckel gesagt hat, den Stall aufzusuchen und das Neugeborene zu seinem Geburtstag hochleben zu lassen. Dazu meint der Sprecher der Drogenfahndung, das ist so ziemlich die dümmste Ausrede vollgifter Junkies, die ich jemals gehört habe.